Moi Kanner, Ech bauen haut mat Dich eng Hirländer Päif. Viel Spaß beim Kucken. So, hei si wir dann bei eisem Hirländer Strauch. Hei ist schon en ziemlich großen. Blumen, die sind am Moment verblit. Hei seht se. Die kleinen grünen Bümmelscher, die da drin sind, die gehen nur schwarz. Und da kann ich mal darum ein leckeres Sirop machen oder Gebäß kochen. Das ist ein ganz vielseitiger Strauch. Und wir brauchen heute Holz davon, für als Hirländer Flüt zu bauen. Und zwar brauchen wir ganz speziell ein Stück Holz. Da gehen wir ganz nah bei den Stängeln an mit. Und du siehst da, die sind so ganz riecht an Blut gewusst. Da sind ein paar Ähle dabei, die sind schon verdrischend. Und die brauchen wir noch. Weil die haben nämlich nur ganz ein bisschen Holz, aber innen dran ganz viel Mulch. Und das ist genau das, was wir brauchen, für als Flüt zu bauen. Du schneiden ich mal davon einen raus. So, von unserem Bengel schneiden wir nur ein Stück auf, so lange wie wir brauchen, für als Pipe zu machen. Und mit etwas Spatzes machen wir es edel. Dann dran ist der Mulch, den ist ganz Müll. Und rundherum haben wir eine Schicht Hartholz. Das kann ich zum Beispiel mit einem Streckeisen machen. Als nächstes machen wir einen Schlitz dran, wo die Luft rausgeht. Können wir ein bisschen mit der See. Ja. Und dann schief mit dem Taschenmesser den Rest wegkommen. Das sieht da so aus. So, da brauchen wir noch ein anderes Holz, und zwar aus der Teil ein Stück von einem Hirselter, ein Hirselter Bengel. Der soll ungefähr so dick sein, dass den an als Flüt dran passt, dass die an als Pipe dran passt. Die muss ja nur da rankommen, für die Lach zu stoppen. Das heißt, hier ist zu dick, hier kann es ungefähr passen. Und muss natürlich riecht sein. Ich schneide mal nur ein Stück raus, weil ich meine, dass das geht passen. Passt da nicht ganz. Mit dem Taschenmesser mache ich die Schulter auf und dann muss es dran passen. So, den hast du gedurcht, hier von Hannen so da dran zu werden, wie gesagt. Das passt. So, und da brauchen wir aber auch noch ein Stück für vier dran zu machen. So schneiden wir uns dann ein Stück hoch. Das schälen wir auch. So, und der Teil ist das wichtigste Stück von unserer Flüt oder von unserer Pipe. Das ist ja echt ein Pipe. Für das Lo, wir müssen Lo ein Stück ransetzen. Und da muss man aber hier eine Öffnung machen. Dann ist der Stopp zu. Und die Luft die muss hier raus. Und der Schlitz, den Lo hier die Luft durchbläst, das ist der wichtigste, für das als Pipe funktioniert. Da muss ich ein bisschen probieren. Und zwar muss der Schlitz so sein, 4 ist ein bisschen mehr groß, am Hannen ist ein bisschen klein. Das heißt, der muss schräg muss man den aufschneiden. Also ein bisschen ein Stück raufholen
Bei diesem Stück muss ich einfach ein bisschen probieren. Da geht er dann nicht dran. Das heißt, Hanne mi klein an Heimi Dave. Und dann die Schulter rauf, für das ein Rad passt. Und ja, da geht er dran. Das ist aber noch nicht genug Platz, für das Luft durchgeht. Ein bisschen mit platt machen. Ein Stück Wäschwellen. So, du geht noch Fleisch, du bist Luft dadurch. Du geht noch nicht. Nun muss ich probieren, wie es geht. So, da passt mal auf, schon ein bisschen geübt. Den Hünnechten, die kann ich ein bisschen ran und rausziehen, für zu testen. Auf hier lese ich sich auch eine Stunde drin, kann noch ein bisschen mehr kurz sein. Und dann kann ich spielen nochmal. Wenn ich dann eine Position gefunden hat, wie es gut geht, dann kann ich noch 10 Stecker aufschneiden, so wie bei dieser Pfeife. Und dann holt ich einfach ein Festpfeife. Wenn ich das dann noch ein bisschen mehr perfekt machen, dann kann ich sich amüsieren und ich habe einen kleinen Spieß drum. Da kann ich da dran rausfeuern. Muss ein Stopp drauf sehen. Und dann bannen dran ein kleines Stück Holz, das gut hin und her geht. Und ich habe das Flügel selber geschafft. Aber wenn ich einen anderen Größe tue, dann kriege ich noch einen anderen Ton. Viel Spaß beim Nachmachen, Gunnar.